So, und weiter geht's. Da bin ich wieder einsam und allein. Jetzt hat kein Seppi mehr da. Der hat sich nach dem Talkthrough, den wir gerade eben gemacht haben, jetzt verdünnisiert und lässt mich wieder komplett allein bis in die Nacht hinein malochen. Herzlich willkommen zum Kassettenschmerz der Woche. Letzte Woche leider krankheitsbedingt ausgefallen. Ich war so haudy beieinander, keine Chance gehabt. Bin immer noch ein bisschen verrotzt, hab's im Talkthrough vielleicht schon gehört. Und versuch's Beste, dass ich nicht die ganze Zeit so mache. Aber selbst wenn ich es tue, dann ist es mir scheißegal, weil ich müsst es anschauen und nicht ich. Wen haben wir denn hier jetzt schon? Ist die Krawallmaus, Needlewoodler, Dragon Cry und ein Jojo. Schön, dass es da seid. Das freut mich jetzt auch. Da gibt es Potatoes, da sind wir wieder, heißt. Hello again, ja. Krawallmaus, leider ist mein Gurkenwasser jetzt schon zu Ende, aber ich kann aus meiner Gurke Wasser spenden, falls ihr das wollt. Was? Mit was fangen wir heute an? Ich habe heute ein bisschen was haben wir zusammengestimmt. Schaut, das ist eigentlich immer gar nicht so schlecht, wenn man es alle 2 Wochen macht, weil manchmal ist gar nicht so viel los. Aber dann senken wir uns das selten. Wenn wir es gerade alle 2 Wochen machen, dann senken wir uns das selten. Ich dachte, wir bleiben aber wöchentlich. Ausgeschmerzt, ausgeschmerzt. So, erste Info: Clayface ist abgedreht. Hat der Hauptdarsteller, der Tom Rice Harris, mit einem Post bestätigt. Das heißt, wir kriegen tatsächlich einen Clayface-Film. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das Ding dann wohl werden wird, weil es soll jetzt ziemlich Body-Horror-lastig werden. Und ich hoffe, wir haben dann mehr Body-Horror, als ich zuletzt bei The Ugly Stepsister gesehen habe, weil da frage ich mich nach wie vor, Body-Horror, wo war da dieser berüchtigte Body-Horror, von dem alle geredet haben, bei The Ugly Stepsister? Ach, naja. Aber was soll ich da noch sagen? Was nur abgedreht ist, ist Violent Night 2. Das war der mit dem David Harbour. Ich hoffe, also ich fand den ersten ganz cool, aber der ist irgendwie zu sehr, der war mir zu handsam. Also ich hoffe, dass wir beim zweiten ein bisschen mehr Gas geben. Bin ich mal gespannt. Anschauen werden wir uns trotzdem, weil ich bin immer offen für neue, coole Weihnachts-Action- oder Horrorfilme. Da gibt es eh nur Sauberzwängen, richtig gute. Und hoffen wir, dass Violent Night 2 zu den richtig guten und gehört, weil der 1 war auf meine Augen nur okay. Jetzt gesehen, immer da Ellbogenkehle einhusten. Dann, was ist noch abtrat? Lee Cronins The Mummy, der ja zuletzt mit Evil Dead Rise begeistern konnte, was er jetzt anscheinend mit The Mummy überhaupt nicht kann. Da hat es jetzt schon ein paar Testscreenings gegeben und da muss man schnell die Liste an Bemängelungen raussuchen. Der ist jetzt nämlich schon im Gespräch, dass er umbenannt wird in The Resurrected. Denn it's a full-on rip-off of Evil Dead Rise and Pet Sematary. It fails to be a mummy movie. The wrappings around the girl is fused into her skin. The girl mummy is very similar to a Deadite, where she is saying a lot of vulgar things. The first half of the film takes place in Egypt. The second half takes place in Mexico. Gut, das glaube ich ist jetzt ist nicht so schlimm. The tone is all over the place. A lot of slapstick humor, very odd dialogue. The performances are okay. You don't really care about the family. There's one intense scene. The ending leaves you with some questions. Overall, it's barely a Mummy-Movie. Das liest ja mal gar nicht so toll. Das ist echt irgendwie kriegt Universal nicht so richtig gebacken mit ihren Monster. Weil da haben wir, vor allem mit der Mumie, weil die Tom Cruise-Mumie sagt, die war ja auch lieber so, bevor ich mir den Film nochmal anschaue. Mal gucken, was dabei rauskommt, denn eine weitere Nachricht ist da jetzt gestern oder heute erst einer geschwappt, dass nämlich Radio Silence, das Regie-Team hinter Radio Not oder Scream 5 und 6, jetzt einen neuen Mumie-Film machen wird, und zwar mit Brandon Fraser und Rachel Weiszschnitt. Vielleicht wird er jetzt eben an Lee Cronin sein Film einfach zu The Resurrected umbenannt und so rausballert. Und dafür ist dann die Mumie von dem Radio Silence Team dann die offizielle neue Universal Monster Mumie. Ich bin gespannt. Es war so viel Potenzial, da coole Sachen draus zu machen. Ich weiß nicht, warum sie es nicht hinkriegen. Wirklich die einzige geile Umsetzung bisher oder in der jungen Vergangenheit war sowieso der Unsichtbare, der Invisible Man, der war wirklich hervorragend vom Warnell. Dafür war sein Wolfman, fand ich ziemlich mau. Also da ist ja wirklich, da habe ich überhaupt nichts von seiner Handschrift gesehen in meinen Augen. Das hat mich richtig, richtig
richtig genervt. Und dann dafür war aber der Wolfman damals, ich glaube, mit dem Antonio Banderas war der sogar, oder mit dem Anthony Hopkins, den fand ich dafür hervorragend, den fand ich super. Ich weiß nicht, warum wir das bei der Mumie nicht hinkriegen. Mal gucken, ob es Radio Silence dann schafft. Schauen wir uns aber Poster an, würde ich sagen. Ich habe euch natürlich wieder Posters mitgebracht. Unter anderem ist ja mittlerweile ein Trailer zu Scream 7 rausgekommen und der schaut ja mal richtig geil aus. Trailer kann ich natürlich nicht sagen, aber dafür kann ich das Poster sagen. Das schaut auch schon mal sehr stimmungsvoll aus, mit Brenner und so weiter. Und wer einen Trailer gesehen hat, weiß, warum es brennt, was da los ist. Ich bin gespannt. Also ich bin da immer, ich mag diese Who's Done It Sachen und am liebsten mag ich es halt bei Scream. Deswegen freue ich mich da schon auf den 7. Teil. Ich hoffe, er bleibt wieder ordentlich blutig und ja, einfach cool. Scream ist einfach immer geil. Einzig schade ist ja, dass der Fokus jetzt wieder auf Sydney Prescott gelegt wird und unsere beiden Neuzugänge von Teil 5 und Teil 6, wir haben es geheißen, ja, wisst schon, die Wednesday-Tante und die andere, weiß jetzt auch nochmal ihre große Schwester. Ach, wisst ihr, wir und Namen, aber die sind ja leider raus. Leider, leider, leider. Was ist noch rausgekommen? Ein neues Poster zu der zweiten Staffel One Piece. Jetzt mit offiziellen Datum ab 10. März geht's ab auf die Grand Line und dann kriegen wir auch einen Chopper und die Robin in unsere Crew dazu. Da freue ich mich schon sehr wieder drauf. Also mir, apropos Monster, kannst du was zum neuen Hellboy sagen? Hellboy the Crooked ist der schaubar? Nein, kann ich leider noch nichts sagen, habe ich noch nicht gesehen. Ich muss mal schauen, ob der auf Shudder vielleicht verfügbar ist. Keine Ahnung. Wenn er verfügbar ist, dann werde ich ihn mal auf alle Fälle bald mal anschauen und dann gebe ich da gerne meine Meinung dazu ab. Da kannst du dann nochmal nachfragen. Jenna Ortega, stimmt, Jenna Ortega heißt die Wednesday-Dame und wird ja noch heißen Melissa Barrera, ja genau. Das ist ja, da haben wir wieder gute Leute erinnern, die einfach wissen, wie die Leute heißen, so nehmen wir das. Amazon Prime Money kann man leihen. Also wenn er nicht mehr als einen Euro kostet, dann immer her damit, aber mehr als einen Euro zahle ich dafür nicht. Was haben wir noch? Es gibt einen neuen Teil, also ich glaube schon länger bekannt, aber jetzt ist er offiziell in Produktion, nämlich The Mitchells vs. Machines. Und hier ist das erste Bild, wir sehen da schon mal einen Furby, sind wir schon fertig, gruselige Schweinsfurbys, will kein Mensch nicht haben. Ja, das Ding sagt nicht viel aus, aber es ist also mit diesem Beutel ist jetzt der offizielle Produktionsstart zu The Mitchells vs. Machines angekündigt worden. Und was haben wir noch? Endlich offiziell eine Fortsetzung zu Godzilla Minus One. Hier hat man jetzt auch von Toho gleich mit das offizielle Logo veröffentlicht gekriegt und nennt sich dann Godzilla Minus Zero. Mehr gibt es noch nicht. Toho hat eben nur angekündigt, dass es jetzt offiziell losgeht mit der Entwicklung und dass wir auch, und haben eben hier dieses Logo dazu gezeugt. Das glaube ich, jetzt uns mal kurz kicken. Das dürfte es gewesen sein mit super coole Posters. Super cool. Jo, keine weiteren Poster für euch, keine weiteren Fragen. Dann gehen wir da wieder her. Mama, nicht mehr teilen. Und schon bin ich wieder im Fokus und das mögen wir doch hier alle am allerliebsten. Der erste war echt gut. Oh ja, der erste war sehr gut. Der war hervorragend. Hat viel Spaß gemacht. Es kommt eine Fortsetzung zu Greenland. Wer es noch weiß, dieser Katastrophenfilm mit dem Gerard Butler. Kommt jetzt am 9.1. Ein zweiter Teil, 9.1.26, Greenland 2. Irgendeinen Zusatztitel hat er noch. Frag mich nicht mehr, wie der heißt. Ich habe das nicht mitgekriegt, dass da überhaupt was Entwicklung ist und in Entwicklung ist und auf einmal, bam, hier, Poster, Januar, schon ist er da. Werden schon wissen, was dann, gell? Werden schon wissen, was dann. Entschuldigt meine Husterei. Stranger Things Final Season Trailer ist auch stark gewesen. Habe ich nicht angeschaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei Stranger Things spiele ich ab und ausnahmsweise mal einen Mike und schaue mir keinen Trailer mehr an. Ich glaube, die allerersten Teaser oder so habe ich angeschaut und seitdem nichts mehr. Predator Badlands schon eingepfiffen. Anni Lulz, erst einmal hallo, schön, dass du da bist. Nein, haben wir noch nicht. Eventuell gleich morgen. Der ist ja später in die Kinostarts, jetzt ist ja dann, dass der ab morgen läuft. Heute war ein Vorpremieren, glaube ich, gewesen, aber noch nicht gesehen. Wäre aber spätestens nächste Woche, wenn ich morgen nicht schaffe, zum angeschaut werden. So, wo wir mal stehen bleiben. Bei komische Greenland-Fortsetzung, ja, die brauchen wir. Nehmen wir Stift los, gib mir Stift nochmal. Super Sache hier.
Super Sache, ist wurscht. Ähm, Conjuring kriegt einen Prequel-Film. Also, wer hätte es gedacht, dass mit The Last Ride nicht wirklich das letzte Mal gerightet wurde? Bei dem, ich glaube, auch schon wieder eine halbe Milliarde Einspielergebnis. Ich habe mir Gott sei Dank jetzt noch vor kurzem im Kino geschafft. Fand ich ganz cool, kann aber nicht mithalten mit den ersten zwei. Mit dem dritten vergleiche ich jetzt einfach mal nicht, weil ich finde, der dritte sticht ordentlich aus der Machart raus, weil er eine ganz andere Struktur, ganz andere Erzählweise und so weiter hat. Aber an sich fand den vierten ganz cool. War nicht so viel Jumpscares wieder allen Erwartens, sondern eher ein bisschen auf intensiven Grusel gesetzt, wenn er Grusel hat, war auch nicht so viel. Und der Fokus war eher auf die Warrens als auf diese Familie der Heimgesuchten, wo es aber irgendwie verständlich ist, wenn es das letzte Mal ist, dass die Vera Farmiga und der ja, wieder Name, aber weißt schon, wenn ich mal ihren Leinwand-Ehemann, den Warren, an Ed Warren spielt, fix, irgendwas mit P, Patrick, na, doch, irgendwas mit P. Frank Ryan, sag's mal, wie heißt der denn? Ah, krieg ich jetzt gleich einen Schlager, wenn ich es nicht weiß. Kriege ich jetzt gleich einen Schlager, wenn ich es nicht weiß. Ist wurscht. Auf alle Fälle ist ein Prequel scheinbar in Entwicklung. Man hätte ja Patrick Wilson, ich habe gewusst mit P, vielen Dank, so mag ich das. Man hätte ja da jetzt bei Conjuring 4 schon, sagt man es einmal, in jungen Jahren. Und ja, kann man hernehmen, diese Leute, die jetzt mal sagen, wenn die nur, ich weiß jetzt nicht, ob die nur wer das war. Verjüngt, glaube ich, waren es nicht. Ja. Was weiß ich schon, was weiß ich schon. Was ist noch angekündigt? Ein Miami Vice Reboot und mittlerweile ist er das Duo, das die Hauptrolle, die Führung von dem Film übernehmen sollen, bekannt oder beziehungsweise im Gespräch. Michael B. Jordan und Austin Butler. Ja, bin jetzt nicht so der Miami Vice Fan. I do not care, aber ich dachte, vielleicht ist da draußen irgendjemand von euch riesiger Miami Vice Fan und sagt, das ist die News, wegen der ich eingeschaltet habe und schön, dass er es gesagt hat. Dann, you're welcome. Texas Chainsaw Massacre. Wir haben jetzt nicht immer wieder nur über Freitag der 13. geredet, wie zum Beispiel eben die Serie, die jetzt dann kommt, Crystal Lake. Aber auch bei Texas Chainsaw Massacre rührt sich wieder was. Denn der Glenn Powell, kennt man ja, Glenn Powell, glaube ich, heißt er, den kennt man ja aus diesem komischen Film, der so eskaliert ist. Irgend so was war da, Profikiller oder selbst, keine Ahnung. Ich habe den Film nicht gesehen, aber da ist er durch die Decke gegangen. Der produziert jetzt einen neuen Texas Chainsaw Massacre. Ich habe jetzt selber nicht mitspielen, sagt er, aber er produziert und Regie wird dann führen der JT Molnar, den man aus Outlaws and Angels und Strange Darling kennt, als Regisseur. Aber jetzt zuletzt war er als Drehbuchautor für Stephen Kings The Long Walk tätig und der ist ja auch sehr gut angekommen. Paul hat auf alle Fälle gesagt, dass er weiß auf alle Fälle, was die Fans wollen bei Texas Chainsaw Massacre und sie werden da mit dem größten Respekt rangehen. Da sagen wir schon mal sehr Domo Arigato, Glenn Powell, San, wenn du das so machst. Jetzt fängt die Nosen an und zum Laufen, jetzt geht's ab hier. Conjuring überhaupt nicht mal wieder. Ja, das mag man oder nicht, gell? In Hosen scheißen als Erwachsener ist nicht immer so gut, gell? Ich habe mich da erst drauf wohnen müssen. Aber jetzt mag ich es dafür sehr gern. Und wer richtig, richtig fleißig ist, Katze, was machst du? Wer richtig, richtig fleißig ist der Osgood Perkins. Der bringt ja jetzt bald schon den nächsten Film, den Keeper, glaube ich, heißt der, ins Kino und arbeitet schon an dem nächsten Streifen namens The Young People. Und da ist jetzt gleich mal ein fetter Casting-Batzen rausgehauen worden, nämlich mitspielen soll der Brandon Hines, dann die Tatjana Maslany, die kennt man aus She-Hulk, Johnny Knoxville, kennt man aus Men in Black. Und dann die Heather Graham sind da jetzt angekündigt worden. Leider, tut mir leid, ich muss jetzt da leider schneizen, weil sonst flippe ich aus. Aber ich mag das dafür auf Stumm, ist, darf das nicht mehr gerotzt. So, haben wir da irgendwas? Nix. Hättest du einen Schmetterling sehen wollen, müsstest du es reinschreiben beim nächsten Mal schneiden, dann zeige ich einen Schmetterling. Keine Probleme, können wir gerne machen. Was habe ich gerade verzeiht? Genau, den Cast von The Young People, den nächsten Oscar Perkins-Fan und Film. Und ich bin echt gespannt, weil Keeper wird ja vor allem jetzt vom Guillermo del Toro ist er ja schon brutal gehypt worden, wie unglaublich gut dieser Film ist. Und ich bin ja bisher absoluter Perkins-Fan, was seine Schaffungen angeht. Johnny Knoxville, der Name ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, und den mal in so ein
weil es wird wahrscheinlich ein ernster Horrorfilm, könnte man mir jetzt so vorstellen. Da bin ich mal gespannt auf so eine Rolle vom Knoxville. Und für die, wir haben es heute im Talkthrough Show erwähnt, im November kommt da jetzt Call of Duty Black Ops 7 raus und ich habe es euch auch schon mal verzeiht, es wird einen Call of Duty Film geben. Jetzt weiß man, wer den schreibt und produziert, unter anderem nämlich der Taylor Sheridan, der auch schon Yellowstone erfunden hat und der schreibt und produziert mit Peter Berg. Da müsst ihr selber schauen, wenn das ist, da habe ich nicht wirklich was gefunden. Heute, das stimmt gar nicht, da habe ich schon was gefunden. Es ist ein Schauspieler. Das ist ein Schauspieler und den zeige ich jetzt auch schnell, weil den kennt man aus unglaublich vielen Sachen. Als ich den nämlich gesehen habe, habe ich mir gedacht, das gibt es ja gar nicht, dass du in so vielen Sachen drinnen bist, die ich schon gesehen habe, aber dein Name mir einfach überhaupt nichts sagt. Absolutely nothing. Nothing. That's crazy, wie man jetzt sagt. That's crazy. Peter Berg, da ist er. Chip, 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 chip. Das ist der gute Mann. Ich muss auf Teilen drucken. So, jetzt hat hier wird geteilt. So, das ist der gute Mann. Und er hat mitgespielt hier, wenn du mal da reinschaust, dann erst mal schnell Produzent kommt weg und Autor kommt weg. Und wenn wir dann mal gucken, was der schon alles gemacht hat in das Studio, die ich vor kurzem erst angeschaut habe, die ist hervorragend gewesen. American Prime Evil, eine sehr geile Serie gewesen. Ballers, Boston, Deepwater Horizon, Lone Survivor, Battleship. Also man kennt eine Entourage, Hancock, man kennt eine wirklich aus unglaublich viel Sachen scheinbar, aber der hat für mich immer, der ist anscheinend immer nebenbei für mich gelaufen, weil ich habe einfach nichts. Ich habe den nirgends zuordnen können. Naja. Sei es drum, sei es wer es sei, verrücktes Rost bleibt high. Ich bin gespannt auf die Claire Obscure-Verfilmung. Ja, da bin ich auch gespannt. Da bin ich auch gespannt, wie die wird. Ob wir es ja dann am Ende des Tages wirklich kriegen. Weil oftmals ist ja bei so erfolgreichen Sachen relativ schnell, dass dann heißt, ja, und jetzt kommt ein Film oder eine Serie und keine Ahnung, sämtliche Führungspersonen der Welt lassen sie den Titel auf die Stirn tätowieren und am Ende kommt einfach gar nichts davon. Aber ich bin auch guter Dinge, beziehungsweise voller Hoffnung, dass wir Claire Obscure kriegen und dass sie auch gut wird. So, für unsere Anime-Fans habe ich diesmal eine News raus und die wird wahrscheinlich dann an Dragoncry als unseren riesigen JoJo Bizarre Adventure-Fan sehr freuen, denn es gibt ein neuer Dark Enemy namens Darwin's Incident ab Januar von den Bellnox Films Studios und unter anderem ist an dem Anime mit verantwortlich der Naokatsu Tsuda, den man eben von JoJo's Bizarre Adventure kennt, und dann noch Katsuichi Nakayama, der hat bei Evangelion 2.0 schon mitgespielt. Gibt schon einen Trailer, schaut ziemlich cool aus. Es geht um einen Menschen, der mit einem Schimpansen gekreuzt ist und halt aus so einem sehr unethischen Genexperiment raus entstanden ist. Und der wird dann, kommt dann, glaube ich, auch in der Schule eine und dann sind da natürlich die einen haben, die sind hassen ihn, die fürchten ihn, die lieben ihn und was weiß ich. Also es soll auf alle Fälle sehr vielseitig werden und ja, wenn Animes was kennen, dann ist es verrückte Geschichten mit ernstem Ton zu erzählen. Deswegen bin schon mal gespannt drauf. Und wenn wir schon bei Animes sind, haben wir noch Casting-News für die dritte Staffel One Piece. Es ist nämlich gecastet worden, unter anderem, das muss ich jetzt wieder so, da haben wir wieder hervorragende Vorbereitung. Cole S. Cola ist gecastet worden als Bon Clay. Den kennt man, ich glaube, das war der Typ, der immer rumhupft und immer sagt, Geiler Typ auf alle Fälle gewesen. So, was loadet hier wieder 100 Jahre. Zap. Das ist schon. Spielt den Bon Clay in der dritten Staffel dann von One Piece. Und dann haben wir noch ein weiteres Casting, das wahrscheinlich ganz fake gefallen wird, dass diese Figur schon gecastet worden ist. Nämlich, ich habe keine Ahnung, wie man diesen Namen ausspricht. Sholo Mariduena, keine Ahnung, fragt es mich nicht. Er wird aber auf alle Fälle als Ace auftreten in der dritten Staffel One Piece. Und ja, so Frisur passt schon mal wo, das Gesicht passt auch schon mal. Also das ist schon mal ein sehr cooles Casting, da ich sagen. Das gefällt mich schon mal, dass wir da wirklich viele Personen haben, die
sehr nah an die Figuren dran sind. Und mit One Piece geht es ja noch gleich weiter an Neuigkeiten, die ich für euch habe. Wie gefallen euch übrigens da die Castings jetzt zum Bon Clay und zum Ace? Schreibt es vielleicht mal hier in den Chat rein oder dann auch in die Kommentare, mir ist wurscht. Aber schreibt es irgendwo eine. Und mit One Piece geht es weiter, und zwar mit dem Anime. Hier ist wieder, bin wieder die ganze Zeit halber gerade am Singen gewesen, oder? Was ist das für eine Schweinekacke hier? Das nervt mich. Seitdem die das umgestellt haben, kriege ich da immer so mehr auseinandersetzen mit. Stinksauer bin ich wieder. Das ist der Sepp von Cobra Kai. Ja, genau. Säge passt, da ich sagen, beide. Ja, sage ich auch. Sage ich auch, dass das passt. Was anscheinend ein kleines nice to have ist beim dem, wie heißt der, wie habe ich gesagt, Cole Escola. Er spielt ja einen Bon Clay und der Bon Clay ist ja eine non-binäre Person und er ist anscheinend auch in echt. Sie haben da anscheinend wirklich Augenmerk drauf gelegt, dass das alles zusammenpasst. Finde ich ganz cool, Werner. Und jetzt zum Anime von One Piece. Da ändert sich nämlich einiges ab nächsten Jahr, ab 2026. Gehen wir jetzt Richtung den Elbaf Arc. Und ab 2026 sollen wir dann erst mal 3 Monate Pause haben. Und dann wird es auch seasonal, wie es so schön heißt. Nämlich, wir werden dann gerade mit 26 High Quality, steht da, High Quality Episodes in 2 Parts aufgeteilt pro Jahr kriegen. Also wir haben dann den einer Arc, eben den Elbaf Arc in 2026, ab März scheinbar. Und 2027 kommt dann God Valley auf 26 Episoden aufgeteilt. Also alle müssen jetzt ganz stark sein, die sich auf wöchentliche One Piece Folgen gefreut haben, denn das hört sich jetzt auf, Leute. Das hört sich jetzt auf. Und was habe ich da? Gerade sehe ich noch eine News von ab 26. November kommt im Free TV auf Pro7 Max Dragon Ball wieder. Die alte Dragon Ball Geschichte. Das ist doch zauberhaft, oder Leute? Das ist doch zauberhaft. Sollte man sich immer anschauen, weil die alte Dragon Ball Geschichte ist für mich das Beste, was Dragon Ball rausgebracht hat. Und das Remake ist auch schon bald am Start. Ja, stimmt, kommt auch bald, gell? Wann kommt das? Ich weiß jetzt gar nicht genau, wann das kommt, aber ist auch schon in die Startlöcher. Also haben wir dann, also zumindest sind wir nicht unterversorgt mit One Piece, weil wir haben so ein Original-Anime, wir haben einen Manga, wir haben die Realserie, ab nächsten Jahr dann die zweite Staffel von der Realserie, ab nächsten Jahr weiterhin neue Folgen vom Anime, dann noch das Remake vom Zeichentrick oder vom Anime. Genau, Ruffy wird endlich zu Luffy, so wie es gehört. Da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. So, Leute, das war's mit News, mit Neuigkeiten. Oder beziehungsweise war es also nicht ganz, denn jetzt gehen wir mal auf unsere, heute fangen wir mit den Streaming-Charts. Was haben wir da? Auf Platz 10, The Great British Banking Show. Habe ich noch nie gehört. 13. Staffel schon, Netflix. Okay. Dann haben wir The Monster of Florence, die erste Staffel auf Netflix auf Platz 9. Habe ich schon öfter gesehen, die Vorschau, aber noch nicht eingelunzt. Platz 8 ist The Asset, die erste Staffel Netflix. Platz 7 wieder Netflix mit der ersten Staffel Boots. Was ganz lustig ist, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon verzeiht habe, dass das aktuell äußerst dämlich besetzte Weiße Haus hier darüber aufgeregt hat, dass Boots Woke Garbage Scheißtrickshow ist. Und danach sind die Einschaltquoten aber explodiert und haben damit für einen ordentlichen Boost gesorgt. Das freut mich. Offen. Platz 6, Monster, die Ed Gein Story, die ist immer noch drin. Dann haben wir den 5. Platz, ist immer noch Netflix mit Mob War Philadelphia vs. The Mafia. Jetzt kommt nochmal was anderes als Netflix, Paramount Plus, aber Spoiler, es ist wirklich die einzige andere Plattform, ansonsten ist die Top 10 Netflix dominiert. Paramount Plus, 3. Staffel, Tulsa King ist auf Platz 4. Und jetzt geht es weiter eben mit 3 mit Netflix, ich sage, darum sage ich es nicht mehr dazu. Platz 3, die 9. Staffel von Love is Blind. Platz 2, The Diplomat, die 3. Staffel. Und Platz 1 ist Nobody Wants This, die 2. Staffel. Habe ich noch nie gehört, Nobody Wants This, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß auch nicht. Schaut es mit Filmen aus? Ach, der House of Dynamite ist auf Platz 1 von Netflix. Der soll ja wirklich ziemlich gut sein, habe ich jetzt schon des Öfteren gehört. Mal gucken, ob wir uns das einmal anschauen. Kinostarts der Woche. Kinostarts der Woche. Ja, vorher schon angeteased und gespoilert. Predator Badlands ab morgen. Der kommt ja anscheinend, also kommt ja aktuell bei den Kritiken überall sehr gut weg. Heißt überall, dass er hat ja leider ein PG-13 Rating gekriegt, aber es heißt, ja, dass wir keine Menschenopfer haben. Das ist anscheinend schon mal ein Grund dafür, dass er trotzdem gut abgeht. Und
Was auf alle Fälle einmal heißt in die ganzen Kritiken, ist, dass er aber wahrscheinlich die Oldschool Predator-Fans aller Teil 1 wahrscheinlich nicht so zufriedenstellen wird. Also er ist auf alle Fälle auf eine neue Generation zugeschnitten, aber der Dan Trachtenberg weiß anscheinend, wie mit der Materie umzugehen und deswegen sind sie überwiegend sehr zufrieden. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, wo das Ding hingeht und freue mich drauf. The Change, ein Thriller. Habe ich noch nichts gehört davon. Dann kommt Mission Mäusejagd, das ist was für die Kleinen. Dann passiert das Leben. Filmstarts 1,0 von 5. Wow, muss ja ein super Drama sein mit der Anke Engelke. Mission Santa, ein Elf rettet Weihnachten. Bone Lake, übrigens jetzt hat diese Woche für uns die Folge dazu rausgekommen, ab morgen im Kino. Wer möchte, kann ja kurz in unsere Folge reinhören. Sie ist nicht spoilerfrei, aber wenn man einen Trailer gesehen hat und 10 Minuten im Film gesessen ist, dann weiß man eh schon, wo der Hase langläuft. Hört sich unsere Folge an, vorher oder nachher. Vielleicht nimmt es als Entscheidungshilfe. Schreibt uns auf alle Fälle dann, wie er euch gefunden hat, der Bone Lake. Das darf uns natürlich interessieren. Der Mann, der immer kleiner wurde, die unglaubliche Geschichte des Mr. C. Und dann haben wir noch How to Make a Killing. Komödie, Thriller, Rote Sterne überm Feld, The Secret Agent, Hysteria, Das Ungesagte, Dokumentation, No One Will Know, Twice, One in a Million. Kenne ich Twice, aber Dragon Cry, du postest öfter was von Twice. Was ist das? Ist das eine Musik, ist das Campaign oder wie? Der nimmt die Singer, sag's ihm. Train Dreams, manche mögen es falsch. Peter Hujas Day, Slash Live at the Serpent Festival, Hack, unten im Ortsverein, Frus Schaber, Tommy Tom, ein neuer Freund für Tommy Tom, wow. Ohne Chefs, Demokratie bei der Arbeit, League of Legends ist jetzt dann übrigens die Watch Party im Kino am 9. November. Ich habe es das letzte Mal schon gesagt und jetzt nochmal für alle in Cineplex, sind ja unsere Cineplex-Standorte, vor allem jetzt at Vilsbiburg, Neufahren, Erding und Waldkraiburg gibt es eine fette League of Legends Watch Party. Rumpelt rein, schaut es euch an, wird sicher, muss immer bummvoll sein, das Kino. Also, das ist wirklich ein sehr beliebtes Format, auf das Leute Bock haben. Ich kann leider mit League of Legends nicht so viel anfangen, wobei mich allein dieses Drumherum mal interessieren, das im Kino so zum Schauen. Wird man wahrscheinlich dieses Mal nicht ausgehen. Aber für euch noch mit zur Info, ab ins Cineplex, in eins der Cineplexen und schaut euch League of Legends Finale an. Was schreibt er? Twice, dann Singer, tanzen und wunderhübsch ausschauen. Liebe diese. Müsste die Filmdokumentation sein über die Gruppe. Habe ich noch gar nichts von ihnen gehört. Was haben wir noch im Kino? Homebound, bla bla bla, Dom Dobry, sonst nichts mehr im Kino. Das ist irgendwie interessant ist. So, jetzt wisst ihr, was kommt. Eigentlich würde jetzt ein Unboxing kommen, aber ich habe erst noch anderes Unboxing für euch, da haben wir gedacht, das nehme ich heute mit. Und zwar gibt es ein Reel zum Unboxing von Dan Da Dan, der ersten Staffel Volume 1, die über, wir sofort schon auf, jetzt, die über Polygon veröffentlicht wird. Da gibt es ein Reel, wer wissen möchte, was da drin ist. Schaut sich das so. Aber ich zeige euch dafür jetzt live das Unboxing zu Volume 2 der Dan Da Dan ersten Staffel mit den Episoden 5 bis 8, auch wieder von Polyband, mit ein paar tollen kleinen Extras für die Fans. Und da ich ein Riesenfan bin von Dan Da Dan, ist es für mich genau richtig. Fangen wir mal mit dem kleinsten an. Das ist einfach ein kleines Magnetbeutel. Kann man sich schön in den Kühlschrank ohne ballern oder wo auch immer ihr metallene Oberflächen hat, denn ich als euer Physiklehrer muss euch natürlich sagen, Magnete halten nur an Metalloberflächen. Okay? Dann haben wir hier mit drinnen ein paar schöne Sammelkarten mit geile Artworks. Die kann man sich natürlich schön aufhängen, wenn man will. Dann haben wir die zwei Protagonisten. Turbo Oma sowieso beste. Für alle, die die ganze Zeit Lustkolben ranmächen. Und da ist natürlich auch noch die Omi mit drauf. Wo muss ich hin? Da muss ich. Schaut her, da ist die Omi mit drauf. Oberscharf. Für die Perfs unter uns, die gerne zu Animes vielleicht einmal die Bohr würgen. Und dann haben wir noch ein Poster dabei.
das haben wir jetzt einmal schon, haben wir Motiv hier, kleiner, also das haben wir auch schon als Ding dabei gehabt, als Karte, jetzt nochmal in groß. Ist aber leider, in dem Fall muss ich sagen, leider zweimal das gleiche Motiv. War cool gewesen, wenn es ein bisschen mehr da wäre. Ja, und am Ende haben wir dann natürlich das Wichtigste ist die Disc. Also es ist dann einfach nur Otterun in seiner verwandelten Form, in der Turbo-Oma-Form und dann hinten sehen wir auch nochmal normal. Und herinnen haben wir dann auch nochmal ein Artwork mit der Disc, 3/16. Passend zu der ersten Volume, die zeige ich nochmal. Genau, und was natürlich sehr wichtig ist für uns Sammler, das Ding kommt dann hier in diese Box rein. Und da ist Platz für alle Volumes, die da noch kommen werden. Das ist doch mal super sexy vorher. Vorab eine schöne Box, wo man die alle mit einschmeißen kann. Und sollte ja, ich weiß jetzt nicht, was bei den anderen Volumes, ich glaube jetzt im November kommt schon Volume 3. Ich weiß nicht, was da noch an Specials dabei ist. Ob Platz für die ganzen Zusatzmaterialien dabei ist, kann ich nicht sagen. Wird sich rausstellen. Es wird auf alle Fälle von mir am Laufenden gehalten, wie die weiteren Volumes ausschauen. Ich glaube, Volume 1 wird dann hier aus 4 Boxen bestehen. Also beziehungsweise Staffel 1 wird aus 4 voluminösen bestehen. Ich kann es nur empfehlen, denn Dan der Dan ist wirklich ein hervorragender Anime gewesen. Also ich liebe diesen Anime. So, und jetzt nur zum heiß erwarteten Unboxing Pokémons. Ich frage mich, wo der Sesselberger ist. Der war ja heute hier noch ganz brav im Talkthrough dabei und hat sich schon darauf gewartet, dass wir ein Unboxing machen. Und dann ist er nicht da. Aber er kann es ja im Nachgang anschauen. Habe ich euch letztes Mal, weiß ich noch, irgendjemand nachträglich noch die Kommentare liest hier im Kassettenschmerz, aber in dem letzten Pokémon-Booster, das ich ausgedruckt habe, war übrigens eine 150-Euro-Karte drinnen. Also es könnt echt vor Glück reden, dass ich überhaupt noch da sitze, nachdem ich endlich mal so ein mächtiges Gerät rausgezogen habe und das nicht nur am Klo. Ich freue mich schon auf Staffel 3. Jo, ich freue mich auch schon wie Sau. Ich bin schon am Spekulieren, ob ich mir nicht die Mangas hole und die lese, aber das wäre jetzt, ich glaube, ich bleib hart und schaue mir da wirklich nur ein Anime an. Weil ich da wirklich die deutsche Synchro so unglaublich toll finde. Das ist ein Wunder. Gut. Fangen wir mal an. Wir haben 1 zur Ruhe. Mit Kratzer. Kratzer. Oder Kratzer, ja. Dann haben wir Tropius, macht eine Obsternte und dann einen Windstoß. Sicherlich fruktoseintolerant. Quickel, Familienruf und Sprungangriff. So schauen in der Regel Weihnachtsessen bei mir aus. Moruda, Anbinden und dann Schmetteranker. Naja, komische Bezeichnung fürs Liebesspiel mit Fesseln, aber wir schon wissen, die Pokémons. Schlaraffel, gefräßiger Schweif. Ihr wisst, was ich jetzt sagen werde, was ich dazu sage. Reggie Eis, Eiszapfen und dann Blizzard aus Focus. Focus habe ich gesagt, sehr schön. Focus Beste. Hops Urgel, wankelmütiges Spucken. Schaut geil dumm aus, das Viech, das habe ich noch nie gesehen. Aber jetzt wird hier schon mal geglitzert. Hops Wally mit einem Schmetterkick. Und da schaut es ja voll am Lasern. Dann haben wir Lillys Kurelei, einladende Blumen und Ausblenden. Auch wieder voll am Lasern. Sehr gut, erst einladende Blumen und ausblenden. Also praktisch mit daten, dann ghosten. So läuft es auf Tinder. Was haben wir jetzt noch? 1 Meter groß, niederschleudern und verbundene Strahlen nach dem Schleudern. Und das ist einfach nur eine stinknormale Holokarte. Hier ist, glaube ich, nichts zu holen, auch nicht mit der Basis-Grasenergie. Aber, wie gesagt, zuletzt 150 Euro. Alter, da kann ich jetzt richtig geil umeinander machen. Also in sämtlichen Gesprächen. Ich freue mich schon auf kommende Bewerbungsgespräche, wenn es heißt, was ich so zu bieten habe. Dann kann ich sagen, eine 150 Euro Pokémon-Karte. Jetzt machen wir schnell, ich habe wie ein Vollidiot Final Fantasy Hidden Legends. Ich habe irgendwie gemeint, das gehört zu die Magic-Karten.
und habe die gekauft und da weiß das was Eigenes. Darum müsst jetzt einfach einmal mit mir statt Magic irgendwelche anderen Final Fantasy Karten aufmachen, aber es hilft eh nicht. Wir haben ja einen Stürmer, den Schwarzmagier. Muss ich die auch noch sammeln. Dann nochmal ein Cloud. Cloud, die brauche ich zum Beispiel von Magic, bei den Magics, die ist auch nicht mehr was wert. Da habe ich irgend so einen hässlichen Scheiß-Cloud. Genau so einen hässlichen Scheiß Luftpirat. Wahn, was soll das? Du kannst dann voll für den Arsch. Das nervt mich richtig. Standardkämpfer, Unterstützer, Chi-Liquidator. Pichu, pichu. Dann haben wir Setia. Gut, das ist zumindest mal ein bisschen ein schönes Artwork. Bangaa, ein Unterstützer, Standardkämpfer. Barz, schaut auch wieder beschissen aus. Was soll ich, wem ist denn dieser Artwork eingefallen? Oder dieser Artstyle? Da, das ist mal cool. Ifrit, Esper und auch vor allem Laser, das sind mal coole Karten. Lass ich mir eingehen, aber die anderen, was soll dieser Artstyle? Ultima Weapon. Dann haben wir hier einen Mogri. Und dann haben wir noch den Schattenjäger Noel. Noel. Und nochmal ein Aespa, und zwar Phoenix, aber nicht mehr in Glitzern, wir haben nur Ifrit in Glitzern. Ja, mal gucken, was wir mit den Karten dann. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust, dass ich die komplettieren muss oder sonst irgendwas. Ja, das passiert, wenn man zu euphorisch irgendwas einkauft und sich freut und liest einfach nur Final Fantasy. Naja, und heute ist richtig übel. Heute haben wir auch noch einmal One Piece raus. Ich habe wieder mal ein paar OP8 Booster gefunden. Und zwar an dem gleichen fragwürdigen Tag, als ich ja diese Final Fantasy Karten gekauft habe, die nichts mit dem zu tun haben, das wir bisher gekauft haben. Irgendwann sage ich schon, werden wir einfach nur noch Unboxing-Streams machen, weil ich so viele falsche Karten kaufe und dann alle komplettieren muss, wegen meinem inneren Autisten. Charlotte Perosporo. Haben wir schon. Von denen haben wir wahrscheinlich alle schon, weil OP8 ist fast voll bei mir hier. 20 Doctors haben wir auch schon. Stage Moby Dick haben wir auch schon. Dann haben wir Baron Tamago, haben wir auch schon. Maria Onion Bear, haben wir auch schon. People's Dreams Don't Ever End, ein Event, das wir auch schon haben. Calgara Charakter haben wir auch schon. Charlotte Brillet haben wir auch schon. Scratchman Apu, immer noch geilster Name, Scratchman Apu. Haben wir aber, glaube ich, auch schon. Viva Unboxition, ja, genau. Warte mal, das wird jetzt sonst unser Spin-off. Die Monian aus dem Final Fantasy Theater-Rhythm-Spiel. Kann sein, ich habe keine Ahnung, wo die her sind. Ich hoffe halt, dass es irgendwie nicht viel davon gibt und ich kann es für teuer Geld verkaufen. Weil nur als Ruhe kommst du durch. Um das Thema auf Dorohedoro zu schwenken, ich bin jetzt im letzten Band und das ist ein 10 von 10 Werk. Bin echt gespannt, wie das. Ich habe das letzte Mal tatsächlich weitergelesen, Philipp, und bin jetzt schon fast beim ersten Band durch. Ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Dann haben wir hier Phoenixbrand, ein Event. Das kann tatsächlich eine sein, die ich noch nicht habe. Ich bin aber nicht ganz sicher. Dann haben wir den Dr. Korea in Glitzy Glitzy. Und einen Tony Chopper in Glitzy Glitzy. Aber wie gesagt, ich glaube, ich habe die alle schon. Ja, ich habe mich mit den Final Fantasy Karten noch nicht auseinandergesetzt, was das genau ist. Ich habe nämlich auch noch ein zweites Booster gekauft. Das habe ich aber schon aufgemacht, weil dann sehen wir, was das für Mist ist, die ich jetzt gekauft habe. Mir ist das nämlich leider erst einmal aufgefallen. Aber so sei es, so sei es. So Leute, das war's. Vielen Dank für alle, die zugeschaut haben. Vielen Dank nochmal für die edlen Spender heute aus dem Talkthrough. Das war ja wirklich überwältigend. Gibt es riesen Potatoes, vielen Dank. Können wir richtig, richtig geil Zeit zum Unboxen kaufen. Schreibt mir eine, was euch noch für geile Neuigkeiten aufgefallen sind, was euch untergekommen ist, was ich jetzt noch nicht dabei gehabt habe, weil ich pick's auch gerade ein bisschen raus, nach dem, was eventuell interessant sein kann. Herzlich unsere neue Folge an, Bone Lake, heute rausgekommen, ab morgen im Kino. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche und da sehen wir uns auch wieder. Da geht es weiter mit dem Kassettenschmerz. I potato you all. Küsschen auf die Nüsschen, ihr süßen Babys, und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.